Hallo miteinander, herzlich willkommen in der neuen Woche. Wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, das Drohnen-Spezial steht da. Ich bin ja immer noch auf Nachtschichtarbeit. Ich hoffe, ich sehe nicht allzu müde aus. Und ich habe mir einen ganzen Haufen Notizen gemacht zu dem Thema, damit ich das auch nicht alles zu unter Obsi bringe, wenn ich schon Nachtschicht arbeite. Für wen ist das Video gedacht? Es ist gedacht für Leute, die sich eine Drohne anschaffen, also Leute, die noch absolut keine Erfahrung haben. Für alle anderen ist es sehr basic wahrscheinlich. Worauf soll man achten, was soll man kaufen, was für Marken gibt es und so weiter und so fort. Also, es gibt ja ganz einen Haufen Drohnenhersteller, aber ich finde, es gibt eigentlich nur zwei wirklich grosse. Das ist zum einen Unique und zum anderen DJI. Von DJI hat sicher jeder schon mal etwas gehört. Das hier ist auch eine DJI-Drohne. Die haben ganz viele verschiedene Angebote. Und ich kann euch sagen, ich habe ganz viele Online-Reviews gelesen, bevor ich mir etwas so angeschafft habe. Das ist übrigens schon meine zweite Drohne. Die erste habe ich verkauft. Das war eine Phantom 3. Schaut, dass ihr entweder eine DJI oder eine Unique-Drohne kauft, weil ich behaupte, das sind die zwei besten Produkte, respektive Marken, die man im Moment haben kann. Ganz vor allem DJI, die machen wirklich sehr viel. Es gibt nonstop Updates. Die Sachen werden immer wieder überprüft und verbessert. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, generell gilt, eine grössere Drohne, je grösser das sie ist, umso besser kann sie mit Wind umgehen. Das ist vielleicht etwas, wo man sich am Anfang nicht so überlegt. Wenn ihr jetzt neu mit wohnt oder neu mit hingeht, wo es viel Wind hat, zum Beispiel Holland oder sonst an der Küste, sind ihr mit einer grösseren Drohne besser bedient, weil die können einfach besser mit Wind umgehen. In der Regel ist es natürlich auch so, dass je grösser das Drohne ist, umso mehr Platz hat es für eine anständige Kamera. DJI hat ja die ganz Profi, die Inspire, die ist so teuer, die spielt für die meisten wahrscheinlich eher eine kleine Rolle im Auswahlentscheid. Dann gibt es Phantom, die hat jetzt sogar einen 1 Zoll Chip bekommen, wenn es mir recht ist. Also ja, je grösser oder je wichtiger einem Bildqualität ist, umso mehr sollte man sich Gedanken machen und vielleicht etwas Grösseres kaufen und nicht zum Beispiel DJI Spark, der ganz klein ist. Obwohl ich muss sagen, wenn ich Beispielbilder anschaue, dann muss ich schon sagen, es ist schon sehr beeindruckend, was alles in dem kleinen Fluggerät drinsteckt. Generell gilt, je grösser der Sensor ist, umso lichtempfindlicher ist es und umso weniger Rauschen hat man. Dann gibt es noch einen Unterschied, und zwar bei den Gimbals. Das da vorne ist der Gimbal, der das ganze Bildmaterial dann hoffentlich möglichst gut stabilisiert. Und zwar gibt es da Unterschiede. Es gibt Drohnen mit 2 oder mit 3-fach Gimbal. Und da ist einfach der Unterschied, entweder sind es 2 Achsen oder 3 Achsen, die können, ausgeglichen werden. Und mit 3 ist man natürlich auch wieder ein bisschen besser bedient. Vor allem, wenn man ein bisschen schräg fliegt oder so oder um etwas herum, ist die dritte Achse sicher nicht schlecht. Dann kommen wir zu einer Art Kaufberatung. Welche Fragen sollte man sich stellen, bevor man sich so etwas anschafft? Will ich damit professionell filmen und fotografieren? Dann gilt, wie schon gesagt, je grösser, desto besser. Schaut auf die Kameraqualität. Wenn ihr nur ein Selfie machen von euch und das ist einfach 5 Meter weiter weg, dann könnt ihr sicher auch eine günstigere Variante kaufen und sind dementsprechend auch zufrieden mit dem. Für die, die sich gut auskennen mit Video, schaut darauf, wie viele Frames pro Sekunde das Maximum möglich ist. Bei dieser hier zum Beispiel, die kann jetzt zwar 4K filmen, aber sie kann nur 25 respektive 29 Bilder pro Sekunde machen in 4K. In 1080 HD kann sie 50 Bilder machen pro Sekunde. Das langt für mich aus. Der Nachfolger von dieser hier, oder respektive das Zwischendrin zwischen dieser und Spark, ist jetzt brandneu rausgekommen. Heisst Mavic Air und ist wirklich sehr interessant, weil sie von der Größe her genau zwischendrin ist, also zwischen dem Mavic Pro und dem Spark. Auch
zusammenfaltbar ist wie die hier, aber noch bessere Bildqualität hat. Und dort kann man bis zu 120 Bilder pro Sekunde machen, was dann natürlich super Slow Motion ermöglicht. Wenn man das braucht oder das will, schaut euch das an. Dann habe ich noch einen Hinweis für alle Leute, die ein iPhone benutzen, respektive die ein Samsung-Phone haben. Es gibt Möglichkeiten, Drohnen zu fliegen nur mit dem Phone. Das heisst, man bedient es quasi über die Oberfläche, über die Glasoberfläche vom Display. Kann ich euch nicht so empfehlen, ehrlich gesagt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, schaut darauf, dass ihr eine separate Fernbedienung habt, weil das haptische, taktische, wie sagt man dem, das manuelle Feedback, das man hier bekommt, ist Gold wert. Und das ist jetzt eine Variante, wo man dann mit dem iPhone fliegt, respektive in meinem Fall das iPhone. Und ich habe aber schon in den Foren gelesen, dass viele Leute, die ein Android-Phone haben, tendenziell eher ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der DJI-App und der Verbindung zu diesen Controllers. Ob das jetzt immer noch so ist oder schon verbessert, das kann ich euch nicht sagen. Könnt euch das vielleicht vorher auch überlegen, ob ihr so eine Lösung wollt. Oder es gibt dann auch bei der DJI Phantom zum Beispiel gibt's einen separaten Controller, wo schon ein eigener Screen verbaut ist. Ist unter Umständen auch eine Lösung. Unique hat auch so eine Drohne mit einem eingebauten Screenshot direkt in der Fernbedienung. Dann kommen wir zu dem, wo wahrscheinlich alle Anfänger interessiert, kann ich so ein Ding wirklich fliegen? Ich kann aus 2-jähriger Erfahrung jetzt sagen, man kann es recht schnell fliegen, ohne Probleme. Sie werden immer besser, nur schon der Unterschied jetzt zwischen der Phantom 3 und der hier, die ich hatte, da ist ein Jahr zwischen denen und das sind Welten. Man kann die Drohne wirklich easy fliegen, vor allem draussen. Drinnen ist es etwas anderes, wenn kein GPS vorhanden ist, dann kann es ein bisschen tricky sein. Trotz alledem, man muss ein bisschen üben, bis man es drin hat. Ich würde sagen, ungefähr so 1 Stunde bis 2 Flugstunden braucht man, dann fühlt man sich recht sicher. Und am besten geht man einfach irgendwo auf ein Feld, wo man niemand stört und kann ein bisschen rumspielen. Lädt mal 2-3 Akkufüllungen durch und dann klappt das auf jeden Fall. Bei dieser Drohne, die hat jetzt auch Object Avoidance, sprich, die kann gegen Führen nicht in irgendwelche Sachen reinfliegen, die merkt das selber, die halten dann an. Die neue Mavic Air kann sogar drumherum fliegen und hat auch hinten noch Sensoren, nicht nur unten und vorne. Das hilft natürlich immer und sollte eigentlich auch dafür sorgen, dass man seine Drohne nicht schon am ersten Tag crasht. Ja, bei all dem aber gibt es trotzdem etwas zu bedenken, und zwar, es gibt Vorschriften. Es ist nicht so, dass man mit dem Ding einfach verantwortungslos herumfliegen sollte. Im Gegenteil, schaut, was für Vorschriften das bei euch in eurem Land gelten. Haltet euch bitte dran, weil sie haben die Vorschriften schon recht verschärft in den letzten 2 Jahren. Und irgendwann wird es dann plötzlich automatisch nicht mehr so lustig, wenn man nur noch Vorschriften hat und nirgends mit fliegen dürfen. Und je mehr das passiert, umso schneller geht es natürlich, dass die Vorschriften verschärft werden. Ich sage euch jetzt einfach schnell die 3 wichtigsten. Ich tue unten auch noch einen Link machen vom Batzel in der Schweiz, wo ihr nachschauen könnt, was hier in der Schweiz gilt. Aber generell haltet 5 km Abstand von allen Luftlinien, 5 km Abstand von allen Flughäfen. Ganz wichtig, fliegt dort nicht. Fliegt auch nicht über Menschenmengen, verboten. Fliegt nicht in Städte und fliegt nicht über fremde Häuser. Das hat etwas mit dem Personenrecht auch zu tun, das macht man nicht und das sollte man auch nicht machen, das ist auch verboten. Das sind so die 3 wichtigsten Sachen. Des Weiteren auch Naturschutzgebiete sind auch verboten zu befliegen, was einerseits ein bisschen schade ist, andererseits ja, kann man das auch ein bisschen verstehen. Und genau diese Regelung macht es jetzt zum Beispiel im Moment recht schwierig. Ich habe es zum Beispiel gesehen, in Deutschland haben sie die Karte geupdatet, wo man noch fliegen darf und wo nicht. Und in Deutschland muss man jetzt sagen, eigentlich kannst du schon fast nie mehr fliegen, wenn man sich wirklich daran hält. Ja, es gibt einen Haufen Vorschriften, wie gesagt, ich verlinke euch das.
Außerdem gibt es noch Apps für das und Webseiten, das tue ich euch auch verlinken. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den Apps. Das ist natürlich auch wichtig. Es gibt einen Haufen Apps zusätzlich, die man brauchen kann. Und ein paar stelle ich euch jetzt vor. Also, wie ihr seht, habe ich hier meine Apps. Das erste oben links ist DJI Go 4, mit der fliege ich das ganze Teil. Dann für die Schweiz gibt es eine extra App, das heisst SwissMap. Das ist vom Bund Swiss Topo. Und was da cool ist, man kann jetzt neu auch Drohnenfluggebiete anzeigen. Das heisst, man kann schauen, wo das man jetzt gerade ist. Und man sieht jetzt da wo wir sind, die violetten Kreise, das ist ganz klar absolutes Flugverbot. Im hellblauen ist Fliegen zwar erlaubt, aber mit grosser Vorsicht. Und dort, wo es die Kreise nicht hat, dort dürfen wir eigentlich fliegen. Das ist eine sehr gute Option, vor allem für in der Schweiz. Funktioniert sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ist auch gratis, ladet euch das runter. Ein weiteres, ähnliches App ist AirMap. AirMap funktioniert im Prinzip genau gleich, aber ist international. Zeigt euch auch gerade an, ob ihr dürft fliegen oder nicht, respektive wo das ihr euch melden müsst. Wenn ihr zum Beispiel in einem Gebiet fliegen wollt, wo es Air Control gibt oder so weiter, dann sieht man das da ebenfalls. Auch da ist es mit so Kreis kennzeichnet, ob man fliegen oder nicht. Und eben der Unterschied ist, man sieht es halt international. Also ich kann jetzt da zum Beispiel auch irgendwo in Deutschland reinzoomen. Horb am Neckar zum Beispiel, da sieht man, da dürfen wir sicher nicht fliegen. Wenn ich jetzt da um Velldorf reingehe, da schreibt man, dürfen zu fliegen. Ja, dann, auch wichtig, Wetter. Für das gibt es auch eine super App, kann ich sehr empfehlen, und zwar UAV Forecast. Das zeigt euch an, aufgrund von eurer Location, wo ihr gerade sind, wie das Wetter ist und was die Empfehlungen sind, ob ihr starten oder nicht, ob es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Im Moment, wie ihr seht, bei uns zuhause nicht gut umzufliegen, weil es schneit im Moment gerade. Ist klar, nicht sehr gut. Wenn es ein bisschen rieselt, bin ich also auch schon geflogen, es geht, aber super App, geht ganz einfach, immer aktuell und hat mit den Windrichtungen und so weiter, sieht man also auch gerade, ja, ob es noch für die Drohnen, die man hat, ob das noch möglich ist oder nicht, respektive mit den Windgeschwindigkeiten, ob sie das noch handeln oder nicht. Dann ein letztes App, Polar Pro, für alle die es wirklich ernst meinen, mit schönen Bildchen zu machen. Ja, es gibt ja so Polarfilter, respektive ND-Filter für vorne dran. Habe ich ja, wie schon angetönt, auch ein paar, günstig aus China. Polar Pro sind quasi die Türen aus den USA. Die haben eine App gemacht und das zeigt einem dann auch an, was für Filter das für den momentanen Helligkeitsbereich, der jetzt da herrscht aufgrund der Wetterdaten, was für Filter das sie würden empfehlen. Das ist eine sehr coole Sache. Leider konnte ich es noch nie wirklich brauchen, weil seit ich es entdeckt habe, das App, bin ich nie mehr fliegen und somit ist das noch nicht zum Einsatz gekommen bei mir. Ja, das war es. Jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch ein paar schöne Bildchen von Drohnenaufnahmen, die ich machen konnte letztes Jahr und vorletztes Jahr. Damit wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Oh. Oh, meine Füße. Oh.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.